Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweizer. Ja, wir befinden uns mitten in einem Eislabyrinth, wo wir von einer von der Organisation 13 eingesperrt worden sind und suchen uns momentan einen kleinen Ausweg. Beim letzten Haltepunkt sind wir hier stehen geblieben, aber wir haben so 2 Türme zur Verfügung bekommen, wo ich aber schon weiss, für was wir sie brauchen können. Wir brauchen sie zum Sliden, zum Position ändern in dieser tiefen Höhle. Jetzt sehen wir hier auch schon ganz genau, positioniert sich das Loch dort schon an einem komplett anderen Ort. Voll, das heisst, dort haben wir unseren Weg. Dann sollten wir auch noch unsere zweite Säule in Aktion bringen, um beide Linien an den richtigen Ort zu platzieren. Jetzt sieht es nämlich so ganz genau aus, dass wir hier einen Weg drauf hätten. Ja, nice Sache. Jetzt muss ich mich gerade wieder umgewöhnen mit dem Gumpen, Springen und Schlagen. Ich habe gestern den ganzen Abend Zelda gespielt. Also das allererste Mal. Mir ist mehrmals gesagt worden, es sei ein mega cooles Spiel. Danach habe ich gefunden, hey weißt du, komm, spiele mal. Und dann habe ich das schon wieder den ganzen Tag verlöhnt, dass ich umgegamet haben, aber ohne unser Kisteli geht gar nichts. Verrückte Olympiade, ein Spiel des klassischen Königs, du kannst es auf dem Gummifon spielen. Coole Sache, also ich glaube, wir haben jetzt langsam bald alle Spiele zusammen. Eigentlich könnten wir da mal ganz kurz nachschauen. Das wäre unser liebes Gummifon. Mit dem Fotoalbum, Glücksemblem, das wir alle gesammelt haben, könnten wir sogar dann nachschauen, wo es noch ein paar gibt. Also dort oben sehen wir auch schon. Das haben wir, glaube ich, im Olymp haben wir sogar schon alle, die es gibt. Da fehlen uns noch 3, 4, 5 und so. Ja, also eigentlich sind wir nicht einmal so ganz schlecht dran. Und da haben wir die Spiele vom klassischen Königreich. Die haben wir bis jetzt alle eingesammelt. Bedeutet, es fehlen uns schon noch ein paar, würde ich sagen. Wir könnten eigentlich mal gerade eins ausprobieren, wenn ich schon da drin bin. Also gut, komm, let's go. Probieren wir mal gerade eins aus, wenn ich schon mal da drin bin. Im Land der Riesen. Weiche den Angreifer des Riesen und aus und fliehe. Schritt 1. Nutze den Löffel auf dem Tisch zu springen. Laufe rüber zum Vorhang und öffne ihn mit X. Laufe rüber zum Pfefferstreuer und schüttle ihn mit X. Das bringt den Riesen zum Niesen. Springe dann auf den Kerzenhalter. Drücke X, um den Kerzen auf Kerze zu springen. Erreiche das Fenster, wo Mickey und die Freiheit auf dich wartet. Okay, ich bin unsicher, ob ich es jetzt richtig verstanden habe. Aber ich jetzt mal probieren, ich muss irgendeinen Löffel stibitzen. Okay, er bewegt dort unten seine Füße. Und das heisst für mich, ich muss da schauen, bis er seine Füße oben hat. Und jetzt gehen sie wieder runter. Okay, schnell. So sind wir jetzt direkt zum T gelangt. Jetzt muss ich da X drücken, um ihn zum Nüssen bringen und gleichzeitig irgendwie versuchen, da auf Kerzen rauf, aber das funktioniert nicht so ganz, wie ich denke. Oh Mann. Naja. Also komm, lassen wir das lieber bleiben. Ich verstehe es nämlich auch ehrlich gesagt gar nicht so ganz. Aber so sehen die klassischen Spiele aus vom Königreich. Da hätten wir dann noch Geschichtscharaktere, Gegner, unsere Rezepte, die wir alle gesammelt haben. Oder die wir schon gemacht haben, in dem Fall Pilzterrine, Cousomont, das, was wir in dem Fall schon alles geköchelt haben. Und unsere Spielrekorde, die brauchen wir dann im späteren Verlauf zum Ultima freischalten. Erkläre ich dann auch noch viel mehr. Die Funktion muss erst freigeschaltet werden. Wir haben sogar noch eine nicht freigeschaltete Funktion. Okay, alles klar, dann haben wir wenigstens so einen kleinen Blick gerade dort rein riskiert. Dann hätten wir Details erledigt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sind wir von daher gekommen. Das heisst für mich, ich versuche mal den Weg entlang zu gehen. Ja, mit unserem Fokus sollte das eigentlich gar kein Problem darstellen. Da warten gerade ein paar kleine Herzlose, die uns, glaube ich, versuchen runterzuschupfen oder etwas in die Richtung. Jetzt muss ich aber sagen, die ignoriere ich mit liebend gern sogar. Um einfach mal da den Weg drauf zu kommen. Okay, wo befinden wir uns da? Nirgendwo Spezielles, muss ich gerade sagen. Das heisst für mich, ich nehme die Taler damit und wir bewegen uns gerade mal weiterhin vorwärts. Hier haben wir noch mal so ein Teil, dass wir den ganzen Raum drehen können. Und ein paar Niemanden, besiegen wir niemanden. Okay, aber für das müssen wir mich zuerst mal in den Kampf reinkommen lassen. So, So, wir müssen allgemein einmal noch unsere Magie abändern, bevor ich das vergesse. Wir haben ja mehrere Sachen noch erhalten, Feuergabe, Blitzgabe, also die stärkeren Editionen von unserer normalen Magie. Illusionsstab, parat, nehmen wir, um diesen Lölis auch eins dürfen auf den Deckel klopfen. So. Versuche ich damit... Oh, du bist da so Ninja-mäßig unterwegs, oder? Also kommt mir das vor, so wenn ihr da...
Nice, nice, wenigstens, dass man mal einen irgendwie wegräumt. Die sind nämlich noch ziemlich nervig, die Gegner irgendwie. Wir hätten natürlich auch einen Goofy-Bomber. Oder das Finale von unserem Illusionsstab. Why not? So haben wir, glaube ich, gerade den grössten Teil erledigt. Da bleibt gerade noch eine Führung, wie ich gesehen habe. Aber den könnten wir ja auch noch ganz kurz so mit unserem Schlüsselschwert auseinandernehmen, während die dort hinten sich um die restlichen zwei kümmern. Ziemlich flotte Sache. So. Da setzen wir doch gerade mal unseren Goofy-Bomber ein. Versuchen wir den Donald zu unterstützen. Voilà, hat gut funktioniert, sehr gut funktioniert. Jetzt sind wir 3 gegen 1. Er hat eigentlich praktisch schon fast gar keine Chance mehr. Aber er wehrt sich einwandfrei. Also der Barcelona 3 ist ziemlich zugesetzt, wenn wir das mal so sagen. Max hat gestiegen vom Donald und Hyperheilung hat den Goofy erhalten. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Finden einen Ausweg aus dem Labyrinth. Ja, wir sind schon dran. Ich denke, wir sind nicht schlecht unterwegs zum Weg suchen. Jetzt nehme ich da aber noch meine Kristalle auseinander, um auch noch die Taler einsammeln. Der Weg dort sieht wirklich komplett verschlossen aus. Also sliden wir uns mal nochmal an den Pfosten und schauen, wo sich unser Raum dreht oder was anders könnte passieren. Nein, es dreht sich wirklich jedes Mal einfach ein Raum, sobald man die Pfosten anfängt anzuleiten. Das wäre in dem Fall unser Weg weiter. Den nehmen wir doch gerade. Sieht noch ziemlich lustig und schmackhaft aus, obwohl wir eigentlich nicht abwärts, sondern aufwärts wollen. Entlangschlittern, Herausforderung. Während der Entlangschlittern-Herausforderung musst du dich gegen Gegner verteidigen. Neige L, um die Zielmarkierung zu bewegen und drücke dann R2 oder X, die Lichtbälle zu verschießen. Drücke Kreis, um zu springen. Okay, das kennen wir ja auch schon von der Monster AG, wie auch vom Olymp. Dass wir jetzt da oben drauf stehen müssen und irgendwie versuchen müssen, ein paar Gegner abzuschiessen. Jetzt müssen wir einfach konzentrieren, dass ich die wirklich sehe. Die machen aber noch ziemlich guten Schaden, muss ich sagen. Ja, aber wie kann ich euch ausweichen? Ausweichen kann ich in dem Fall nicht grossartig, ausser einfach in der Gegend rumhüpfen. Okay. Ich würde sagen, wir brauchen in dem Fall doch noch einen zweiten Versuch, einen zweiten Anlauf. Oh Mann. Xehanort hat Theras Körper kontrolliert, als er Ansem und Xemnas erschuf. Aber Ansem hatte keine Gestalt, bevor er Besitz von mir ergriff. So sieht er also wegen mir so aus. Terra auf der Suche, Radiant Garden. Okay, hat der liebe Rico gepostet. Ich wüsste jetzt nicht, ob wir den nicht sogar schon mal gehabt haben, den kleinen Post von ihm. Oh Mann, jetzt muss ich aber gerade noch mal ganz kurz schauen, ob es uns da noch mal eine Erklärung gibt, wie wir denen ausweichen können, weil das hat es mir jetzt nicht gezeigt. Drücke R2, um zu springen, Lichtbälle, Neige, um Zielmarkierung. Nein, also wir haben wirklich gar keine andere Chance, außer versuchen zu hüpfen und die Viecher direkt aus dem Himmel abzuschiessen. Probieren wir das gerade nochmal. Jetzt versuche ich da einfach mal zu kumpen gleichzeitig. Das funktioniert aber gut, wenn wir dann wirklich im richtigen Moment umeinander hüpfen. Okay, einmal treffen darf ich mich auch lassen. Aber es zieht ja schon Damage ab wie nichts. Oh Mann. Komm, bitte bin fertig. Oh ja. Mit dem letzten Life-Point sind wir da doch noch durchgekommen. Jetzt hoffe ich, das müssen wir nicht nochmal machen. Bei so Sachen habe ich schon ziemlich gröbere Probleme. Ist halt wirklich nicht meins. Da wartet wahrscheinlich noch eine Gruppe. Niemand auf uns. Nochmal so Ninja-Gestalten. Die sollten wir aber das mal auch ziemlich gut in den Griff bekommen. Besiegen alle niemanden. Nice, okay, das bringen wir doch gut an. Da versucht uns gerade noch einer im Rücken jetzt zu fallen, sehe ich. Während mir da sein lieber Kollege bearbeitet. Aber selbst du wirst ihn nicht retten können. So, Illusionsstab. So, dann können wir gerade wieder ein paar Doppelgänger schaffen. Weil ich wieder irgendwie immer zum Zielfokus von diesen kleinen Mannöckeli raus. Oh, okay, einen haben wir noch geschafft, so schon ausschalten. Wir haben noch einen Raketentanz zur Verfügung. Setze ich mal mit drin ein, damit sie auch wissen, warum wir Schweizer sind. So. Dann schauen wir, wenn das Finale ausgelöst ist auch eine Möglichkeit. Machen wir zweimal AEO-Damage an alle Gegner. Cool, da hinten haben wir gerade noch einen. Das setzen wir doch gerade wieder an bei dir. So. Aber das sind aber wirklich so eine Art Ninja-Niemande. Könnte man schon mal behaupten, so wie die rumrennen und sich bewegen und machen und tun. So. So, next one. Ja, du musst jetzt nicht davor rennen. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, jetzt haben die ganze Zeit mir auf den Deckel gegeben und mich plagen und nerven und jetzt rennen wir noch davon. Hei.
So, da haben wir gerade nochmal 3 Stück, die sich versuchen gemeinsam da gegen den Donald und den Goofy. Das heisst für mich, wir mischen da gerade mal mit in dieser Runde und hauen diesen Lölis Eis auf den Kopf. So, was haltest du jetzt da von meinem lieben Ninja? Mann, du? Ah, so. Den Holzkopf haben wir jetzt auch erledigt, das heisst, es bleibt uns im Großen und Ganzen nur noch einer. Dann versuche ich mir... Okay, der hat sich gerade wieder in 5 aufgespalten. Alles sind nur so Doppelgänger gewesen, wie man sie halt von Ninja kennt. So, nochmal sterben wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich muss jetzt gerade sagen, ich merke gerade mal den Unterschied wirklich dazu, dass ich jetzt einen Tag lang ein anderes Spiel gespielt habe. Es ist gerade eine Umstellung, wieder sich mit so einer Tastenkombinationen gewöhnen und alles drum und dran. Aber wir haben einen riskanten Schlenker halt als Bonus und am Goofy sein Bonus habe ich leider gerade noch spät lesen. Da haben wir auch schon wieder so eine komische Säule, um unseren Raum zu bewegen. Ich würde sagen, wir aktivieren den mal und schauen, was passiert. Well, that seemed to lock everything into place. Oh nein, okay. Nochmal so eine Strecke, aber die sieht das mal nicht so weit aus wie die letzte. Da sieht es aus, als hätte es Monster. Nein, okay, alles klar, dann mache ich das auch liebend gerne mit. Da vorne haben wir gerade noch 2 Kisteli. Die nehmen wir doch gerade liebend gerne mit. Dunkles Kettchen haben wir hier erhalten und da bekommen wir einen Damast. Okay, alles klar. Soweit ich mich jetzt mag erinnern, sollten wir mit dem nochmal runtergelangen und mit dem rausgelangen. Also jetzt ist eher die Frage, wie wir vorgehen. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal die Schneekugeln untersuchen. See her? I think she might have gone up in that direction. Okay, come on. So, es sieht ganz danach aus, als hätten wir es aus dem Labyrinth einwandfrei geschafft. Wir sind jetzt auf der Folge nach der Elsa auf dem Berg rauf. Aber ich würde sagen, wir speichern mal ganz kurz an. Weil ich wollte jetzt nicht unbedingt, dass es verloren geht, wie mir auch schon etwa die passiert ist. Dadurch bin ich ein ziemlicher Löli. So, dann versuchen wir uns mal den Weg gegen frei zu graben. Okay, Donald. Gute Information. Jetzt haben wir aber auch wenigstens keine Ninja-Kämpfer mehr, sondern wirklich so eher die schwächeren Niemanden. Finde ich noch ziemlich cool. Also das sind jetzt auch wieder herzlose, keine Niemanden. Jetzt muss ich mir da immer schauen, dass ich mich die geteilt halte, dass ich mehrere... So. Nimm das, du Blitzviech. Also schauen, dass ich nicht wieder zu weit weggehe von der Stelle, sonst verschwinden alle Herzlosen wieder. Wir hätten den Goofy-Bomber parat. Ziemlich nice, besonders gegen die Gegner. Das sieht gut aus. Komm voll in die goldene Mitte. Wow! Haben wir wirklich gerade geschafft, alle erledigen? Nein, zwei Einzelne haben wir sogar noch. Aber ich würde sagen, mit dem Goofy-Bomber haben wir wirklich den grössten Teil erledigt. Gut, das spawnen ja im Nachhinein immer noch wieder Herzlose nach. Das heisst, man hat fast nie die Chance, um alle wirklich gerade aufs Mal zu killen. Was auch noch ziemlich cool wäre. Einmal einen Goofy-Bomber einheizen und der Weg ist free und wir auch genug XP und Materialien gerade auf dem Weg mitnehmen. Wäre cool, aber leider lässt das Spiel nicht zu. So, das geht aber jetzt in meinen Augen eher abwärts. Ja voll. Jetzt habe ich fast den falschen Weg wieder zurück nehmen. Orientierung gleich 0. Orientierung komplett gleich 0 bei mir. Da haben wir wieder eine Wand zum Aufrennen, aber da kommen wir glaube ich noch geradeaus, oder... Nein, da drauf kommen wir nicht. Das heisst, wir rennen direkt einmal die Wand drauf. Das sollte wieder eine völlige Sackgasse darstellen. Okay, das heisst, wir müssen einen kurzen Seitenwechsel vornehmen. Oh, was? Nein, oh mein Gott. Okay. Das heisst, Fail Nummer 1 ist geschehen. Wir versuchen jetzt gerade mit Versuch Nummer 2. So, aber eigentlich sollte ich doch dort voll easy rüberkommen. Das Problem ist, er rutscht dort irgendwie ein bisschen abwärts. Das ist schwierig, er kann leider gar nicht mehr drücken im richtigen Moment. Also ich versuche irgendwie da von der Seite her. Nein, es ist wirklich... Oh Mann! Okay, Versuch Nummer 3. Oder sind wir schon beim 3? Bin ich schon wieder falsch wieder am Mitzählen? So, also wir müssen jetzt eigentlich eher aufpassen. Da hinten dunkelt es mich ein bisschen höher.
Was ist dein Problem? Geh doch einfach dort rauf. Oh mein Gott, oh Mann. Das kann sich wieder nur um Stunden handeln. Und das nur, weil ich irgendwie gefunden habe, schlaf heute mal nicht so viel und nehme das Bier ein bisschen früher auf. Na ja, also. Also nein, ich muss eigentlich dort drüber kumpen, es bleibt mir gar keine andere Möglichkeit. Ausser da unten hat es vielleicht noch irgendetwas, wo ich draufstehen könnte, aber es sieht auch nicht danach aus. Ich versuche jetzt wirklich mal... Nein, er rutscht mir direkt gegen runter und dort oben habe ich keinen wirklichen Überhang zum dort drüber sliden. Ich werde wahrscheinlich dann da einen ganz kurzen Speed reinmachen ins Video, also nicht verschrecken, wenn sich das plötzlich alles schneller abläuft. Komm jetzt, jawohl! Oh mein Gott, ist das knapp gewesen, aber trotzdem wieder. Wenigstens haben wir es geschafft. Das sind ein paar Herzlose. Wenn wir einfach mal drauf los... Wir müssen fast, sie verstecken das Kisteli von mir. Das geht gar nicht. Ich weiss nicht, was sie darstellen sollen. In meinen Augen eher so ein paar Honigtöpfe. Oder ein paar Pflanzentöpfe. Keine Ahnung. Ziemlich komische Viecher, alles in verschiedenen Farben. Jetzt habe ich... ich habe aus Versehen Schlüsselschwert gewechselt. Jetzt hätten wir sogar unsere Doppelarmbrust wieder zur Verfügung. Dann wechseln wir doch lieber mal auf Abendgrauen. Dort hätten wir unsere zweite Form. So, da hätten wir Feuka zum Aktivieren. So. Hauen wir mal mit unserem Dings. Bist Hachi! Willkommen im Schnee, liebe Sora. Aber dass er da nicht ein neues Kostüm dazu bekommt, ich meine, er hat jetzt überall irgendetwas bekommen, dass er sich der Welt anpasst. Außer in dieser Welt sind wir jetzt wirklich der Sora geblieben in seiner eigenen Kleider. In der letzten Welt sind wir ein komisches Monster gewesen. Gut, ich muss jetzt sagen, beim Olymp sind wir, glaube ich, auch komplett normal unterwegs gewesen. Mich wundert es, ob wir irgendwo nochmal eine Kostümveränderung haben oder eine komplette Körperveränderung. Mal schauen. So, meine Kisteli, mein herzbesehrte Kisteli. Wächtergürtel. Nehmen wir liebend gerne mit. Jetzt müssen wir aber da nochmal, wie es aussieht, einen Jump da über versuchen. Und das schießt mich jetzt schon grausam an. Aber Tyranimo! Oder, hä? Okay. Oh Mann, okay. Also, alles nochmal von vorn. Aber das mal wissen wir jetzt wenigstens schon einigermaßen, wie wir das anbekommen wollen. Ich muss jetzt schauen, ich glaube eher, ich habe die ganze Zeit aus Versehen das Dreieckchen zum Hüpfen benutzt. Wegen Zelda, jawohl. Oh Mann, das heisst eigentlich sollte das locker vom Hocker, sollten wir das anzubekommen. Aber der liebe Schweizer ist wieder zu dumm gewesen, die richtige Taste zu drücken, weil er zu viel Game durcheinander spielt. Naja, was soll's. Da oben haben wir nochmal 3 kleine Herzlosen, aber die ignoriere ich jetzt so plus minus einfach einmal und versuche uns den Weg weiter vorauszugehen. Da durch geht gar nichts, da geht auch gar nichts. In dem Fall geht es dort durch, das wäre in dem Fall ein falscher Jump gewesen, wo wir gar nicht durch müssten. Versuchen wir doch in dem Fall doch zuerst einen herzlosen Eis auf den Zeppelkopf, weil die mir da völlig im Weg stehen. So. Der Donald und der Goofy kümmern sich um den Rest. Und hinten sehe ich noch ein Kistchen dort weit oben. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich dort hin? Okay. So, das haben wir da auch mit Gravur abgeschlossen. Unser liebes Kistchen spendet uns ein Elixier zum Weitermachen. So, die Frage ist jetzt, wo wir weiter müssen. Also da hinten durch können wir ja dann nirgends. Dort hinten sind wir jetzt hergekommen. Also ich würde sagen, wir müssen, wenn schon überhaupt... Wenn schon, müssten wir irgendwie da hinten weiter... Okay, alles klar, da oben habe ich es gerade gesehen. Da weist uns der Weg mit diesen lieben kleinen Laternen nochmal weiter. Oh, uns noch cool Mana spendet. Da unten befindet sich auch nichts. Vielleicht hat sich auch da wieder so einen kleinen Überhang mit einem Kistchen für unsere Sammlung versteckt. So. Nice Landschaft, Schneelandschaft. Cool. Rennen wir mal weiter in den Berg drauf. Da vorne noch mal ein paar Herzlose. Das mal schreite ich aber in den Kampf ein, weil ich habe Lust, ein paar Lölis zum Verklopfen. Und mit einer guten Goofy-Bombe sollten wir das eigentlich auch gut anzubekommen. So, gerade 3 aufs Mal dürfen ausschalten. Coole Sache. Dann hauen wir dann denen zuerst mal eins auf die Rübe, nicht zu weit an den Rand raus, sonst gehe ich runter und das wäre jetzt komplett unnötig, nachdem ich schon etwa 3 oder 4 Mal runtergefallen bin. So. So, die können wir auch ja nicht runterfallen. So, zweite Form brauchen wir jetzt gerade momentan nicht. Wir haben jetzt gerade Abendgrauen ausgerüstet. So, wir können jetzt aber immer und ewig ausrüsten mit unserem Illusionsstab, dass wir wieder unsere Illusionen
haben, die für uns kämpfen können, dass da oben jetzt gerade nochmal eine Gruppe Herzloser auf uns wartet. Okay. Okidok. Ja, dann halt nicht. Dann machen wir uns auf den weiteren Weg aufwärts, Richtung Suche nach Elsa und nehmen gerade noch ein Glückssymbol auf dem Weg mit. Du hast 20 Glückssymbole fotografiert, Magie Plus erhalten. Okidok, das können wir auch noch später brauchen. Aber wie es aussieht, landen wir noch ganz kurz in einem Szenario. Oh mein Gott, okay. Wer es im Hintergrund nicht schon gehört. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Urheberrechtsbeschwerung von YouTube. The snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Could I keep it in? Heaven knows I What? tried. Don't let them in. That's don't Elsa's let them voice. See. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel. Don't let them know. Well, now they know. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go. Let it go. Turn away and slam the door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. This way! It's funny how some distance makes everything seem small. And the fears that once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the limits and break through. No right, no wrong, no rules for me. I'm free. Let it go, let it go. I am one with the wind and sky. Let it go, let it go. You'll never see me cry. Here I stand, here I stay. Let the storm rage on. A tower flurries through the air into the ground. We saw this spiraling in frozen fractals all around. And one thought crystallizes like an icy blast. I'm never going back. The past is in the past. Let it go, let it go. When I rise like the break of dawn. Let it go, let it go. That perfect girl is gone. Here I stand in the light of day. Let the storm rage on. The cold never bothered me anyway. Wow. I don't know what we just saw, but wow. That was Elsa? She's different. And a lot happier, too. Let's say hi. Please don't tell me that you're spying on her now. Oh, Larxene! Don't turn this around on us. You're following her. Ooh, look at you get all sassy. Okay, I'll admit, Elsa is a person of interest to us.
Maybe she's one of the 7 pure lights we need. The new 7 hearts. Gotta make sure, though. Fortunately, we're in the best position to tell. Can't pick out that special glimmer unless you're standing in the shadows. And maybe Elsa doesn't have it. I mean, just look how icy her palace is. Made of magic she forced herself to keep hidden until now. What if it's dark magic? Elsa would never rely on the darkness. Actually, it's still too early to call. Depends on how she sees it. If she believes her magic is darkness, that's what it will become. Accepting her power, whatever it is the only way she can set her heart free. So what will Elsa accept? Light or darkness? I know I want to know. Well, good for you, but guess what? I won't let her fall to darkness. It's her choice to make, not yours. You know, I'm starting to understand why she gave you the cold shoulder. Larxene! You want to help her? Then stop trying to be her hero. Let her figure things out her own way. Ja, Leute. So, der Sora hat uns komplett Wort im Mund rausgenommen. Einfach wow. Einfach wow, noch bevor die Xen auftaucht ist. Und die ganze Spannung einfach wieder kaputt gemacht hat. Vor dem coolen Auftritt von der lieben Elsa. Huh? Donald! Goofy! Are you okay? Phew. I'm okay. Oh, good. I think we should probably go check on Elsa. And make sure Larxene was wrong about her magic. Yeah. But don't you tell her what Larxene said. Huh? Why not? Well, to keep the order. Yeah, order. Oh, okay. Oh, wait, fellas. Do you hear that? Huh? Look! Huh? Well, climb aboard! Right! Here we go! Whoa, whoa. Rutschpartie auf dem Schneeberg. Meide die Angriffe des Herzlosen, während du dem Ziel am Fuß des Bergs entgegenrutscht. Benutze LL, um dich zu bewegen und Kreis um zu springen. Kollisionen mit Hindernissen kosten dich ebenso LP wie vom eisigen Atem der Herzlosen in der Nähe kommende Lawine gedrängt zu werden. Schnappe dir LP-Kugeln, wann immer du Gelegenheit dazu hast, um dich zu regenerieren. OMG, also wir sind den ganzen Weg durchabgerutscht, wieder wo wir raufgefahren sind. Eigentlich wollen wir wieder auf dem Aufweg und jetzt sind wir da irgendwie auf der Verfolgungsjagd von einer scheiß Lawine. Sie kommen, passt auf, ja, ich sehe halt wirklich nichts außer meinem Hintergrund. Jetzt müssen sie halt versuchen, die ganze Zeit diesen Herzlosen oder niemanden auszuweichen. Und uns nicht von dieser Lawine verwutschen lassen. Wir müssen aber schauen, unterwegs sind auch noch ein paar Hindernisse auf uns warten. Also wie viel im Text gestanden ist, bedeutet am besten einfach ganz ruhig versuchen. Da kommt gerade ein zweiter, das heisst, jetzt habe ich die ganze Zeit 2 Laserstrahlen, die mich das plagen sollen. Okidok.
Und mit 2 funktioniert das, glaube ich, soweit noch einigermaßen gut, bis der dritte einschreitet. Ich glaube, ab dem dritten werden wir ein bisschen mehr Probleme haben. Die Frage ist jetzt, ob der überhaupt dort mitmacht oder ob der nur so... du bist aber näher dran. So knapp über die Linie noch drüber gekommen. Oh Mann, jetzt sind alle 3 mit im Spiel. Jetzt muss ich schon achten. Ich schaue mal, dass ich... Oh! Okay. Ich muss schauen, dass ich euch sehe, sonst sehe ich den Strahlen wirklich komplett auch nicht. Wow, ich sehe fast nichts mehr. So, jetzt kommt da nochmal ein Strahl. Wow, wow, wow! Ich sehe ganz ehrlich gesagt die Strahlen gar nicht mehr wirklich großartig. Oh Mann, jawohl, wir haben es geschafft, glaub ich. So, das sind unsere Lebenbömbeli. Die müssen wir unbedingt haben, um können weiterrutschen. Sonst schaffen wir es ehrlich gesagt einfach gar nicht. Es sieht einfach ganz danach aus, als müssten wir noch einen weiteren Weg vor uns legen. Jetzt sehen wir aber wenigstens mal geradeaus. Ist auch cool. So. So, wir dürfen nicht in die Hindernisse rein. Wir müssen versuchen, da über den Berg reinzufahren. Ich versuche jetzt da noch ein paar Lebenspunkte aufsammeln. So. Also so gefällt es mir schon wieder viel besser, wenn wir da können, ohne verfolgende Gegner einfach den Berg hinab. So, das sieht schon ziemlich gut aus. Wo genau wir das durch müssen, weiss ich jetzt halt nicht. Ich würde sagen, ich versuche einfach mal weiterhin abwärts zu gehen. Also eine andere Möglichkeit bleibt uns ja im Großen und Ganzen eigentlich auch nicht. Darum, ja. Davor haben wir noch einen wunderschönen Jump. Okay. Also es hat da, glaube ich, wirklich mehrere Wege, die markiert sind mit Talern und allem drum und dran. Aber wir sind, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg, weil es geht immer noch abwärts. So, wow. Einfach nirgends reinfahren. Das ist noch schwieriger zum Steuern, als es aussieht, muss ich gerade ehrlich sagen. Jo, mei, da müssen wir jetzt einen wunderschönen Jump nochmal anbringen, um ein paar Taler zu sammeln. Cool. So, Taler oder Leben. Wir sammeln noch ein bisschen Leben auf, da wir noch nicht ganz voll sind. Okay. Das sieht nach einem guten Jump aus, wo wir... Oh, wow. So, besiegen die fliegenden Herzlosen. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Ich versuche jetzt mal hinter sie zu gehen, um zu schauen, dass wir sie einzeln rauspicken können. Oder irgendwie versuchen sie mit... Ja, da kommt schon der nächste... Okay, ich würde sagen, ich pick mir dich mal irgendwie raus. Und versuche mal drauf zu bleiben, dir so viel Schaden wie möglich reinzuheizen, wenn ich nicht sogar komplett vernichte. Dann soll sich der Donald und der Goofy gerade momentan um die anderen 2 kümmern. Illusionsstab, ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich überhaupt etwas bringt gegen euch. Aber wir machen halt schon einiges an besseren Schaden. Er versteckt sich irgendwo. Okay. Ich weiss jetzt nicht genau, was dein Plan soll darstellen. Aber ganz ehrlich, ich bleibe einfach auf dir drauf. Ich wollte, dass du der Erste bist, der mich vernichtet. Dass es nur noch 2 auf uns warten, blöd gesagt. So, ich glaube, der Erste haben wir schon so weit vernichtet. Das heisst für mich, ich versuche mich direkt mal um den Zweiten zu kümmern. Wir hätten noch ein Plasma zur Verfügung. Komm, da setzen wir gerade mal ein. Die Gegner gehen mir nämlich so dermaßen gegen den Strich. Ich mag einfach nicht gegen die kämpfen. So. Müssen wir versuchen, da drauf zu böllern. Wo ist denn der andere, der sich da am Boden rumknüllt? Da bist du. Dann nehmen wir uns gerade gleich mal vor, wenn du da versuchst, uns zu nerven. Oh, Treffen ist auch eine Kunst. Und er versteckt sich genau zu unserem Finale. Alles klar. Das nenne ich jetzt aber feige von dir. Du hast... So. So bleibt nur noch einer. Da war es nur noch einer.
So mit dem Trio-Wächter. Ich weiß aber nicht, ob der Trio-Wächter uns... Kommt ganz darauf an, ob er jetzt im Boden rein bleibt. Wenn er im Boden rein bringt, finde ich, bringt es uns noch ziemlich viel, weil wir halt den Damage können direkt auch abblocken und im Damage einheizen. Jetzt ist eher die Frage... Come on! Ach, das habe ich so nicht gerne, wenn Gegner die ganze Zeit immer wieder abhauen, obwohl sie wissen, sie sind dem Untergang geweiht und trotzdem noch versuchen, mit dem letzten bisschen, das sie haben, mir noch gegen den Strich zu gehen. So, wir müssen uns am besten gerade mal full healen. Ich habe jetzt keine Lust gegen die drei. Ich möchte gerne Drachen da zu sterben. Aber es sieht ziemlich gut aus, er hat nicht mehr viel Leben. Ich sage, wir bleiben jetzt einfach mal komplett drauf, wie das sieht. Dick raus. Er versteckt sich nochmal von uns, das heisst... in Bewegung bleiben. So, Doppelsprung haben wir als Bonusrolle und Eisboost. Das heisst, wir können jetzt viel höher springen. Eine nice Sache. Doppelsprung, drücke im Sprung oder im Fallkreis, um einen Sprung in der Luft, auch einen sogenannten Doppelsprung auszuführen. Mit einem Doppelsprung kannst du neue Gebiete erreichen oder dich von einem Sturz in die Tiefe retten, wenn du irgendwo versehentlich ins Leere getreten bist. Okay. Oh. Huh? Wow, look at all the pretty colors. There's blue and green. Ooh, I love green. And look, black. Ah, just like my buttons. Hmm? Silly spiky grass. Give me back my foot. Was that a snowman? Huh? Did you see that snowman? Snowman? Yeah, and here's the funny thing. He was walking and talking. Huh? Huh? Everybody knows Snowman can't walk. You must have imagined it. Huh, I thought he was real. Well, maybe we'll see him again. But if we don't get going, we'll never reach Elsa's palace. Oh, right. I almost forgot. Come on. So, und zu dem Abschnitt sage ich einmal, wir beenden doch ganz kurz die Folge mal an dieser Stelle und schauen uns an, wie es weitergeht mit der lieben Elsa und dem Schneemann in der nächsten Folge von Kingdom Hearts 3. Danke vielmals fürs Einstellen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!